hören? Nee, das Muster kenne ich gut im Kopf. Da brauch ich keine Brille mehr zu. Da, du, mit dem Doktor rumlet. Jo, das ist wer der Böskohl. Was tief, dass ich den Schuld recht krieg. Ob hüt kein Sprägstün ist? Jo, gestern war das Wetter besser. Aber der hätte sich verkühlt und nun braucht er was Warmes für den Hals. Wie kommt das hier gediegen für? Die Stufe ist anders prägen voll. Wo das von kommt, die jungen Dinger hüt, die sind ja rein unklug, ne? Kein Hemd an und nix über den Moors, der Mund ain't dich doch verkühlen. Ich löfe Gunnar Hus. Jo, das sag ich auch. Der lohnt sich auch nichts vertellen. Und wenn der Wind hier und an Rückweit, der trägt sich nichts anderes an. Bloß den langen Schol, den Oberknüpp. Die Düchse können die recht mehr hören. Boah, kicken kann ich noch gut. Du hab ich keine Not, ne? Das heißt, das Lüttruck, das ist ein bisschen schlecht. Aber wenn man Öller wart, dann geht ja auch so allerhand, ne? Da stellt sich eins in. Der Ohren wird nicht mehr so recht und ja, das Eten schmeckt auch nicht mehr. Mit sie ist ja rein gar nichts anzufangen. Gibt der, das ist Teil. Jo, hätt auch allen Kavalier. Ich guck nach Hus, den hör ich morgen wieder. Jo, das stimmt. Ich kann ein auch hungrig und durstig fahren. Ich hab von Frühstück 3 Stück Schwattbrot hat. Jo, das ist ja nicht viel, wenn man bedenkt, was andere Leute so vertehrt. Wieder sehen. Jo, eten Sie erstmal was. Eten und trinken, hört lieb und Dale Croissant. Also der schon sich vor den Ohren waschen. Die Diegenfruh, sagt nicht mal Wetter singen. Ich hörte Stimmen. Haben Sie denn draußen nicht gelesen, dass wir heute keine Sprechstunde haben? Was habt Sie gesagt, Fräulein? Heute ist keine Sprechstunde. Ich kann nicht gut hören, Sie müssen bei Luder schnacken. Um Himmels Willen. Heute ist keine Sprechstunde. Also ich verstehe Sie nicht. Da der Lüd auch immer so flüstern muss. Wo kann ein Weg, was sie meint? Na, lesen können Sie wohl noch. Ach, sagen Sie mal, Fräulein, das ist ja nett, aber können Sie mir das vielleicht vorlesen?